Das war ein hektischer Monat, dieser Januar. Zuerst Teheran, dann Washington, zum Schluss Berlin. Berlin war am schlimmsten. Ein Bayer ist regierender Bürgermeister in Berlin. Dass der Franz Josef das noch erleben durfte. %90 vom neuen Berliner Senat sind Ausländer. Hätten sie direkt nach Kreuzberg gehen können. Sogar aus Köln ist eine dabei, die Anke Brunn. Das gibt eine Mischung. Kölscher Knüngel und Berliner Filz. Nun hat aber jeder gedacht, die Berliner hätten Gelegenheit, mal ihr Nest sauber zu machen. Na, was ist? Schon haben sie wieder einen Vogel, der da reinscheit. Und eine Panik war da. Die sind ja alle hingefahren. Der eine klammheimlich, der andere offiziell. Der erste, der da war, war der Willi. Ihr kennt ihn alle, der Willi, der Kudamm Kennedy. Der nächste, klammheimlich, wie es seine Art ist, der FDP-Didi. Ja, der Hans Dietrich, da, der Filzpantoffelpolitiker. Aber ihr müsstet ihn sehen, den Genscher, also der arme Kerl, wie der aussieht. Der hat ja abgespeckt, der ist ja nur noch Haut und Ohren. Naja, und der Karl Carstens, euer Bundeswandervogel, der ist noch gar nicht angekommen. Für die Rastpausen hat ihm der Helmut Kohl ein paar Pantoffeln gestiftet. Der Kohl kennt sich aus in Schlappen. Und dann kam der andere Helmut, ihr kennt ihn alle, der Unklare aus dem Norden. Ich meine, er musste persönlich nach Berlin. Telefonieren kann er ja nicht mehr. Natürlich, er hatte einen Trost. Er hat neulich gesagt, die Partei steht voll hinter ihm. Voll. Aber so macht der Helmut das ja nicht. Immer wenn er ankommt, hat er seine Frau dabei, das Loki. Euer Bundesstiefmütterchen. Der Helmut immer lässig, diese Schiffermütze auf der Hartfaserfrisur. Die rechte Hand in der Hosentasche, da hält er sich am Krisenstab fest. Ist ja gut. Es war doch nur der Kleine. Nur zwei, von denen hast du nichts gehört. Einmal der Onkel Herbert. Ihr kennt den Onkel Herbert, der SPD-Rasputin.
Das macht die SPD clever mit dem Onkel Herbert. Immer wenn es brenzlig wird, packen sie in den Keller, Falltür drauf, Teppich drüber. Aber wenn der rauskommt... Oh. Dabei ist der Onkel Herbert so harmlos. Ihr kennt ihn nicht, ich meine, wir kennen ihn. Der Onkel Herbert ist harmlos. Wenn meine Genossen mit den Panzern an der Deutzer Brücke stehen, sagt er immer noch, das sind Touristen. Ja, und dann der Letzte, da der König Silberlocke von der FDP, der Walter, der Postkutschensänger. Naja, der hat ja noch nie viel gesagt, der hat ja seine Frau, die Mildred. Die Mildred ist ja wieder Frau des Jahres, ist ja auch klar, die Mildred hat so unheimlich viel Charme. Wie bitte? Oh. Ach so, ihr meint, wie viel Charme die Mildred hat? Na ja, wie viel? So zwischen Indira Gandhi und Helga Feddersen, so. Jetzt hat doch hier unten eine gesagt, meine Güte, jetzt hat er aber die Feddersen beleidigt. Nun bin ich ja nicht nur bei der Pravda. Ich arbeite schon ein ganzes Jahr als Volontär bei der... Beide Blätter haben etwas gemeinsam. Sie brennen nicht. Sie kohlen. Ja, die Bild-Zeitung ist etwas teurer als die Pravda. Sind die Übersetzungskosten mit drin. Schaut euch das an. Letzte Meldung hier. Der Ätna spuckt wieder Lava. Ich kann es ihm nicht verdenken. Auch ich finde diese Welt zum Kotzen. Aber Sie haben Ihre Prinzipien bei der Bild-Zeitung. Als ich angefangen habe, hat der Chefredakteur gesagt, für die politische Berichterstattung müssen Sie Ihre Deutschkenntnisse vervollkommnen. Gehen Sie auf die Straße, schauen Sie dem Volk aufs Maul. Seitdem spreche ich fließend Spanisch, Griechisch und Türkisch. Türkisch rede ich allerdings nur an den 3 höchsten türkischen Feiertagen: Weihnachten, Ramadan und Sperrmüll. Aber Schlagzeilen musst du ihnen liefern. Schaut euch das an hier. Ex-Filmstar, neuer US-Präsident. Franz Josef Strauß übt schon bei Milovic. Oh. Der Franz Josef, dieser Watzmann Hallodri. Sie haben immer gesagt, Franz Josef Strauß, die Wahlkampflokomotive der CDU. Lokomotive. 90% von dem Dampf hat der doch fürs Tuten gebraucht. Und seine Marianne hat ihn gefragt, einen Tag vor der Wahl, Franz Josef, wie fühlst du dich am Vorabend der Entscheidung? Sagt der Marianne, morgen Abend schläfst du beim Bundeskanzler. Sagt sie, das ist aber schön. Kommt der Helmut nach München oder muss ich nach Hamburg? Aber
Sie haben ja alle Probleme, schaut, der Franz Josef, nicht, der Cassius Clay unter den Politikern, hat vieles mit dem Cassius Clay gemeinsam. Beide sind schwarz, beide haben verloren und beide wollen weitermachen. Alle Probleme, auch der Papst hatte Probleme, wie er hier war mit dem Wetter. Ich meine, ihr kennt den Papst, euer eiliger Vater, das fliegende Wort Gottes. War doch schön, wie er ankam, da am Butzweiler Hof, erst mit dem Helikopter, dann in dem Aquarium. Das wäre was für Karnevalspräsidenten. Rosenmontagszug. Ja, braucht er keine Kamellen, ist billig, macht er nur so. Amerika hat einen neuen Präsidenten. So ein Präsidentenwechsel ist einschneidend, das geht bis in die letzten Familienbande. Man hat's gesehen, Jimmy Carter war in Frankfurt ohne Tochter. Na ja, und jetzt haben Sie den Reagan. Er wollte immer schon John Wayne werden. Jetzt ist er Präsident, ist ja auch was. Nur er hat ein falsches Weltbild von uns. Der denkt immer noch, der alte Cowboy, wir wären Indianer. Nun ist es aus, ich gehe hier raus, die Rede ist zu Ende. Ich sage Dank und ich weiß warum. Ihr wart ja wieder ein sagenhaftes Publikum. Und wenn ihr wieder auf eine Sitzung geht und die olle Russenmütze seht, dann wisst ihr, Ivan Ivanovich ist da, um Freude euch zu geben, denn lachende Menschen um mich her. Das ist mein Leben.